Nach den Ritualmonstern kehren auch die Fusionen zurück. Hier bei Yu-Gi-Oh! Master Duel mit den Pyroxenkriegern. Ja, hallo Leute. Wir haben hier noch nicht allzu viel zu tun zum Glück. Es ist noch ein Duell, so wie es aussieht. Das haben wir, glaube ich, mit dem Leideck geschafft. Okay, ja, er war hier relativ konsequent dann. Später im Verlauf der Duelle, dass ich hier vor allem mit den Leidecks immer gewonnen habe. Was mit einem normalen Monster wie unerwarteter Dai und Rettungskaninchen kannst du Fusionsmaterial auf deinem Deck vorbereiten, um deine Hand zu behalten und mehrere Fusionsmaterialien ineinander zu beschwören. Manchmal hast du mehrere Monster mit hoher Angriffskraft, also pass also auf, dass die anderen den Spieß nicht umdrehen. Das wäre natürlich doof. Geflecktes Pyroxen, was? Also ein Edelsteinkrieger. Wo ist das mit dem Kaninchen? Das ist eine Kristallrose. Edelsteinzauber. Ja, muss da erstmal ein bisschen reindenken und so, aber wird schon. Wird schon Deck des Gegners gucken. Raimai. Oh wei, oh wei. Göttin mit dem dritten Auge. Ach du Scheiße, ist die Oldschool. Diese Karte kann anstelle von einem beliebigen Fusionsmaterial verwendet werden, dessen Name auf der Fusionsmonsterkarte erwähnt wird. Aber das andere Material muss korrekt sein. Was Donner. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, kannst du deiner Hand ein Lichtmonster der Stufe 2 oder niedriger von deinem Deck hinzufügen. Nach hier eine brillante Fusion. Das werden wir noch sehen. It's time for Duel. So, was haben wir Schönes? Oh, 3G ist immer schön. Okay. Jetzt mal eine Karte verdeckt. Da muss ich mal gucken, was macht die schon wieder? Assoziationsfusion. Füge nachher einen ähnlichen Ritter kann ein Deck hinzu, dann kannst du den Effekt ausführen. Nur ein pro Zug. Du kannst im Spiel diese Karte aktiviert. Keine Monster speziell schon beschwören, außer Edelstein Rittermonster. Sind aber auch Sternzeichen-Dinger. Was ist halt die Frage? Derzeitige Monsters. Heißt doof, wenn du noch kein Monster im Friedhof und nachher quasi den Spezialbeschwörung zu rufen, dann den zu rufen, das bringt mir jetzt nicht allzu viel. Wir so im Deck eigentlich. Wie gesagt, das war klar. Noch ein paar Fusionen. Schön, schön, schön. Ja, dann spielst du doch mal. Ein Deck auf die Hand nehmen möchtest. Natürlich auch starke hier, wa? Okay, okay. Tribut anbieten, beschwören. Deck, genau. Lazuli bringt mir jetzt momentan auch nicht viel. Ich versuch's mal. Mit dem hier, komm. Plus ein Lichtmonster. Normalbeschwörung setzen. Das Spiel zu aktivieren. Warum eigentlich nicht, wa? Dann haben wir zum einen den hier. Ich meine, den muss ich sowieso wählen, geht gar nicht anders. Dann nehmen wir noch. Kann nicht als Synchromaterial verwendet werden. Okay, interessant. Bitte zweimal pro Spielzug. Eine eigene Stufe erhöhen. Natürlich auch eine Variante.
So, Freunde. Fusion. Edelsteinritter. Seraphint. Denn er ist der Fiend. Dann. Also ihn kann ich rufen. Nachher könnte ich die Stufe... Könnte eine eigene Stufe um 1 erhöhen. Und nachher ein Xyz-Monster von Stufe 5 rufen. Rang 5. Gibt jetzt aber nur ein bisschen mehr Power. Also ich weiß nicht, ob das sich großartig lohnt. Noch Fragen, finde noch irgendwas Besonderes. Noch ein Sternzeichenmonster, der wäre zwar nicht schlecht. Ja, auch hier eigentlich zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Monster stellen, mein Gegner kontrollieren, komm, ich spiele mal Ageki. Au! Das waren Schmerzen. So, eben kann jetzt das machen mit der Stufe erhöhen oder die hier senken. Das ist eben cool für eine Xyz-Beschwörung. Bringt momentan nicht viel. Vor allem, weil ich es nicht während der Battlephase machen kann. Sonst wäre natürlich geil gewesen. Quasi während der Battlephase zweimal angreifen. Das ist natürlich jetzt auch. Nach dem Angriff, okay, jetzt eine Xyz-Beschwörung durchführen, aber auch dann, wie schon mal erwähnt, es bringt mir eigentlich nicht viel, aber sie wird ihn unbedingt schützen wollen. Vor gegnerischen Effekten, ja, aber auch hier, das kommt jetzt wieder auf die Hand zurück. Der hier hingegen könnte mir jetzt noch von Nutzen sein, ne? Muss auch zugeben. Moment. Erhöhen mal seine Stufe um 1. Dann machen wir eine flotte kleine Xyz-Beschwörung oder auch nicht. Warum? Weil er ist ein Sternsachenkundler. Hey, ich dachte. Moment. Ah, aus Edelstein-Rittermonster. Ah, fuck. Entschuldigung, mein Fehler. Also quasi den hier, den Monstertyp, Spezialbeschwörung nimmt so wird gehen, aber den hier nicht mehr. Ja, das ist halt wieder so ein Themending, wo man sich hinterfragen kann. Aber hey. Shit happens. Seine Stufe ist immer noch erhöht, interessant. Gut, betrifft er nur sich selbst, der ist in dem er ein bisschen Fusionsmonster, eventuell hat noch mal eine Option. Dann noch irgendwas Cooles im Deck, was er nutzen könnte oder rufen könnte. 3 Edelstein-Rittermonster. Das wird eher schwierig. Den hier zu rufen. Das ist ebenso, aber hatten wir schon mal. Haben wir so einen Typ Fels. Ne, ist halt Licht, wa? Licht-Nungarer-Krieger wird also dafür auch nicht zählen. Sonst irgendwas Kluges. Saphir, ein Edelstein-Ritter-Monster. Das ist Seraphinite, das ist was anderes. Edelsteinmonster. Ja. Wäre auch eine Variante, oder? Dass ich eigentlich mal die rufe. Ah, komm, scheiß drauf. Die in die Hand nehmen möchtest. Eventuell ihn rufen wäre schon cool. Da direkt den hier, dann Fusion des Edelsteinritters.
Dem macht es eher weniger Sinn, weil er eine Fusion ausführen soll. Das heißt aber auch schon eher so ein Viech. Na, nehmen wir ihn hier, komm. Zirkonia! Oh ja. Gut, dann natürlich einfach Power, sonst nicht viel. Das stimmt schon. Okay, ich habe noch. Yes, ja. Was ich immer machen könnte, ist mal seine Stufe nochmal erhöhen. Aber nur mal zur Vorbereitung. Da wäre dann Stufe 6. Was müssen wir eigentlich seine Stufe noch ein bisschen senken, was sowieso gar nicht geht. Fällt mir gerade mal auf, weil es nur bei Sternzeichen 1, genau. Bei dem die Monstertypen funktioniert, aber ist egal. Das den wir momentan sowieso nicht machen. Wir greifen an. Okay, glänzender 11 ist auch oldschool. Auch mir aus machen. Es wird aber trotzdem wehtun. Oh, was macht er jetzt? Oh, noch ein glänzender 11. Krass. Nicht wahr, schwarzer Magier? Jo, bin ich der auch. Und noch die Pyroxenfusion. Man weiß nie, was passiert. Oh, Obsidian. Und Kristallrose. Jetzt wird's lustig. Naja, dankeschön. Moment, könnte noch zu früh sein. Ich gucke jetzt mal, was er macht. Okay, dann aktiviere ich mal ihn hier. Ich kann jetzt auch machen, aber jetzt nicht ganz so sinnvoll. Das hingegen war ja schon wesentlich sinnvoller. Und ein bisschen Damage gekriegt habe, aber egal. Alexandrit. Das lobe ich mir. Was haben wir jetzt noch? Deck hinzufügen, du kannst nächste Deck nehmen, das haben wir auch für das Fusionsmaterial, das der gehört. Verband ist oder im Friedhof fliegen ein Deck mischt, aber es kann nicht direkt angreifen. Nee, nun soll ich mal ihn hier. Ching Ching. Spielfeldseite, ja, das ist halt ein bisschen die Frage. Nur so kann mit 3 Edelsteinritter, wa? Turmalin. Granat, also ihn könnte ich rufen. Edelsteinritter Rubin, das wäre eine Option. Ja, Edelsteinmonster Opfer anbringen, super, bringen wir da nicht viel. Hand- oder Spielfeldseite. Nee, da will man es gerade selber ins eigene Fleisch schneiden. Lieber noch nicht. Nur zu spät, wenn es nicht mehr anders geht. Jetzt gerufen, Raime, okay, ja gut, das ist das mit den Lichtmonstern. Eine Kristallrose. So, dann machen wir das jetzt wieder ein Edelsteinviech ziehen.
Und da ist ja schon eins. Perfekt. Jo. Pyroxenfusion, Freunde. Du. Friedhof fliegen, ja, so eine Beschwörungsbedingungen. Das sind natürlich schon ein krasser Effekt, hey. Ich glaube, den hatten wir schon mal, also den hatten wir garantiert schon mal gerufen. Den glaube ich auch, aber glaube sie hier noch nie. Die Ritterdame. Freunde, hier kommt die ultimative Fusionsbeschwörung. Nicht mal einen coolen Effekt hat sie. Der ist ein bisschen lame. Normal ist man im Friedhof wählen. Zack, da ist doch schon. Da kann ich ja noch rufen. So, jetzt kann ich hier einen Effekt nutzen. Ich kann ihn hier opfern. Und irgendeinen so einer mächtigen Viecher rufen. Alter, 100 Angriffspunkte für jedes Edelsteinmonster im Friedhof. Oh ja, Meisterdiamant! Haben wir gar keins von Stufe 7 niedriger? Ah, wir wurden schon entfernt, wa? Nee. Ja. Gut, Edelstein-Ritter Fusionsstufe niedriger. Hier ist wieder. Ja, der hier. Leck mich ganz ehrlich. Nee, nee, Freunde, nee, nee. Let's finish this! Pyroxenführung. And victory is ours. So, Moment, muss ich ganz kurz die Steuern unterziehen, weil mir gerade die scheiß Sonne mal um diese Tageszeit voll ins Gesicht geblendet ist. Das ist sehr mühsam. Aber wir haben es geschafft. Edelstein-Ritter Meisterdiamant. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich finde Pyroxen, so ein Pyroxen-Deck, das hat was für das. Das ist schon cool. Kann mit anderen sagen. So, und sind wir also bis hierhin soweit durch. Die Gladiatorengeheuer. Habe ich hier auch schon alles durch. Die fand ich ja damals auch ganz geil. Ja, haben wir auch geschafft. Vor allem die Leihdeck-Variante war, die haben schon mal erwähnt, die mache ich dann mal offscreen mit dem eigenen Deck. Bis zum Zeitpunkt, wo ich dann sage, ja, jetzt mein eigenes Deck so gut, dass ich das auch mal vorführen möchte. Ja, die Dinger, da war ich jetzt nicht so Fan von. Karakuri, trotzdem wagen wir es mal. Die Kombination von Karakuri, Synchromonster mit Monstern wie Super Verteidigungsroboter. Dieses Monster schaffen werden, Rang Nummer 7. Okay. Synchromonster rufen, sie im Level aufsteigen lassen oder Stufe aufsteigen lassen, um Xyz-Monster zu rufen für die Ränge. Ah. Weil ich persönlich finde Synchromonster eigentlich cooler als Xyz-Monster. Hat mehr damit zu tun, dass sie halt irgendwie, ja, wie eine Art bessere Ritualmonster sind und Xyz-Monster und einfach zu rufen immer. Ein anderes Thema. Huch. Oh, super. Was habe ich denn gerade für Karten? Hallo? Toll. Danke, Spiel. Hey! Gott, mir einfach Karten. Was soll denn das? Autsch. Autsch. Das war mal ein krasser Zug von ihm. Im Gegensatz zu mir. WTF. Gelber Ninja. Jetzt wird alles anders fahren. Wir haben den gelben Ninja. Läuft, wa? Ich weiß.
Ein Drachen oder mit der Grundstufe. So, wen rufe ich da? Gelber Drachen-Ninja. Ninja-Mann sind 14 Karten und oder von einer Spielfeldzahl den Friedhof legen. Ja, versuch's trotzdem mal. Auch ein bisschen was mit Power. Ninja, aber Ninjutsu aber nicht, wa? Ninjitsu. Also Problem ist, wenn ich die Karte wähle, ist nachher weg. Ja, wenn diese Karte das Spiel verlässt, verbannt das Monster. Also einen Effekt hier jetzt aktivieren, der wird mir selber ins Fleisch schneiden. Du kannst ein... du bist jetzt 2 Spielfeld wählen, zerstöre sie. Ja gut, ich meine, den Effekt aktivieren kann ich trotzdem. So sagen, hey, die beiden müssen weg. Aber es ist halt eben, wie schon mal erwähnt, bringt momentan jetzt nicht so viel. Wobei es ein Schnelleffekt, den kann ich ja auch sonst mal aktivieren. Also geht schon von dem her. Ninjitsu-Karte. Das ist halt wieder so eine. Immerhin hat er ein bisschen Power. Der gelbe Drachen-Ninja. Okay, hat er irgendwie auch ein doofes Deck, so wie ich gerade. Beziehungsweise doofe Starthand. Verborgenes Dorf. Beschwört, da kannst du einen Friedhof wählen. Füge erst S oder Sie eine Hand hinzu. Falls ein Ninja kann vielleicht gegen das zerstört würden. Wieder verbannen. Klingt schon mal geil. Ching ching. Nein, nein. So, ich habe noch einen Ninja im Friedhof. 3 verbannte Karten, die kamen von ihm. Karakuri. Ja, gut. Kontrollierst momentan gar keine. Da bringt es der eh nicht. Dann lassen wir es lieber mal. Und greifen wieder an. Volle Pulle. Und ihm auf die Fresse. Der hier lohnt sich noch nicht. Ein Karakuri-Händler. Jetzt wird's langsam cool. Eine Hand aufnehmen, ein Karakuri-Monster. Was will ich denn da am besten? Ja. Das Gammaöl habe ich schon. Wie wär's denn? Das habe ich auch schon. Der ist nicht schlecht. Das kontrolliert in seiner Kampfposition, weil das tut eine Spezialbeschwörung als Empfänger. Dann könnte ich ein Stufe 7 Monster rufen, wenn ich noch eins hätte. Ich habe noch eins. Super starker Samurai. Ja, mehr eine Defensive war. Oh Mann. Oder Karakuri Shogun. Das wäre schon eher was, Freunde. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das und vieles mehr schauen wir uns. Oh, die sind auch cool. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Die Shoguns und Karakuri-Guys und alle möglichen Ninja-Karakuri-Verschnitte. Alle sind los. Oh Mann, ey. Bis dahin. Bye, bye.